Goedemorgen. Wij gaan de eerste luiding nummer 43. Van allen Himmel tönt ihr Herr, ein froher Gesang, zu dir am Rettungswürdiger, steig auf der Menschen an. O Lebenswort, o Seelenspeis, wir bringen dir Lob, Ehr und Preis, schon hier auf Erden dieser Zeit und dort in alle Ewigkeit. Dich preisen es und Seligkeit, dir danken hohelos, schon hier viel mehr sich deine Freud, den Himmel in der Brust. O Lebenswort, o Seelenspeis, wir bringen dir Lob, Ehr und Preis, schon wir auf Erden in dieser Zeit und dort in alle Ewigkeit. So soll dein Lob denn alle Zeit in unser Munde sein und dankbar deiner Gütigkeit stets unser Herz erfreut. O Lebenswort, o Seelenspeis, wir bringen dir Lob, Ehr und Preis, schon hier auf Erden in dieser Zeit und dort in alle Ewigkeit. Einsingen wir in höher Ton, dir unser Seele Dank, und dann erschallt an deinem Thron ein besser Lobgesang. O Lebenswort, o Seelenspeis, wir bringen dir Lob, Ehr und Preis, schon hier auf Erden in dieser Zeit und dort in alle Ewigkeit. Nächste Nummer 397. Rettet die Irrenden, sucht die Verlorenen, ward o das Lachen der Sünde beregt. Weih mit dem Trauernden, hebt die Gefallenen, helf o die Schuld eine Seele beträgt. Rettet die Irrenden, sucht die Verlorenen, Jesus errettet sie, Jesus ist gut. Viele vergessen ihn, manche verachten, Jesus hat noch voll Erbarmen und Treu. Ruf ihnen freundlich zu, sag's ihnen herzlich, Jesus verlanget nur Glauben und Treu. Rettet die Irrenden, sucht die Verlorenen,
sie, Jesus ist gut. Tief in dem Herzensgrund liegt der Same, in der Jugend die Liebe gestreut. Unter der Sünde Last lag begraben, strahlt in die Gnade und spross noch heut. Rettet die Irrenden, sucht die Verlorenen, Jesus errettet sie, Jesus ist gut. Rettet die Irrenden, Jesus gebeut es, mit Leid und Liebe er selber uns gibt. Hin auf den schmalen Weg führt sie geduldig, sag's ihnen tröstend, dass Jesus sie liebt. Rettet die Irrenden, sucht die Verlorenen, Jesus errettet sie, Jesus ist gut. Nächste Nummer 200. Mein Heiland ruf mir so, kennt deine Kraft ist klein, in mir öffnest du Ruhe, ich will dir alles sein. Jesu Opfertod, tilgt all mein Weg, meine Schuld wie Blut so rot, wird weiß und rein wie Schnee. O Herr, dein teures Blut, wäsch meine Flecken rein. Du bist der Wundertod, ja, der erweicht den Stein. Jesu Opfertod, tilget all mein Weg, meine Schuld wie Blut so rot, wird weiß und rein wie Schnee. Nichts Gutes ist in mir, das deine Gnade verdient. Mein Heil steht nur in dir, der mich mit Gott versöhnt.
Marius. Ich heiße jeder ein Willkommen. Das ist ein Gottesdienst. Mochten wir dem Herrn loben und danken. Wir wünschen, dass wir können erbeten werden. Jesus bitte kennenlernen. Und wir haben mehr zu tun. Wir haben uns unterladen mit ein paar Verse, die 2. Korinther sind. Kapitel 1, Vers 3 im Feuer. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Uns Gott ist ein Gott, der Trost in Mochörg, in unserem Herzen von dir. Zur Bekanntmerkung für diese Weg, von der habe ich Anleitung steht mir nun für in der Predigt bei der Giesbrech. Von der sind über eine Frambelsen Höhen Oje fahren, Predigt bringen. Und von der klagt 7 zu uns als Jugend- und Jungscherstunde. Und Montag ist nicht Gemeindestunde, wo aber nur kleiner nur so wird. Danach habe ich Bibel- und Gebetsstunde, sind alle dort eingeladen. Wir haben Offenbarung, Kapitel 6, von 12 bis 17. Danach klagt 7 zu uns. Freitag Jugendstunde klagt 7 zu uns. Und nächsten Sonntag habe ich obenmal, sind die Schwester dort eingeladen. Nächsten Sonntag klagt 7 zu uns. Und an den 16. August planen wir einen Erntedank fast zu feiern, wann irgendwann nach Beiträge anmelden will, die Gelegenheit ist bei Benny Rampel anzumelden. In einem Verbet steht ein Taub, habe ich von der jungen Liedstunde Hochfeuer Numerach mit Fasper. Wir haben ein Thema von Pater Giesbrech. Zum Montag, morgen, hof Assos, als eine VVDs-Verpackung, also VVDs anpacken, und das soll ausgeführt werden in den Kolonien, nur das ab 2. steht. Ich hatte nicht wieder Informationen, aber bestimmt wird es klar sein, an wem das geht. Sonntag habe ich bei der Top Gemeindekurübung, aber 2. steht, klagt 7 zu uns. Und dann den 31. Juli, bei dem 2. August, habe ich Themen für Ehe und Familie von Donald Niefeld. Also bitte bete dafür, dass Gott das segnen kann. Dann ist eine Anleitung vom Pflegeheim, den 24. Juli, Hochfeuer Numerach. Da wird die erste Krieg beim Pflegeheim ein Projekt vorgestellt worden. Und dann wird es hier bei der zweiten Tag hier hängen, weitere Vorstellungen sein. Nur dem, ihr habt dort auch Ungas, und da wird gesagt, dass ihr dafür anmelden bei Franz Pana. Die Fundament ist hier bei Bulletin boven. Ist bis jeder noch was zu sagen? Gott war nicht, dann waren wir eine halbe Stunde am Beten. Herr Jesus Christus, Dankeschön für diesen wunderbaren Tag, den du uns gegeben hast. Ich danke dir für den Wort. Wir danken dir dafür, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, dass du den Sinn in unser Leben gebracht hast. Herr, schenke dir, wir von dir erbüht worden, musst du in unserem Herz sein, den Wort uns erquicken, erbühen, sehe auch, Herr, die Tschingerstunde, noch Gesang, Herr, in der Predigt. Herr, musst du uns von dir mit uns sein und wir danken dir. Amen. Nummer 10. Ein Ort ist mir gar lieb und wert, wo keine Last uns mehr beschwert. Hier singt das Herz in süßen Ton, oh, das ist Gottes Gnadenthron. O Gnadenthron, o Gnadenthron, o seliger Gnadenthron, o
Thron, hier fand ich Heil im Sohn. Hier gießt der Herr sein Freudenöl auf jede kindlich gläubige Seel, und es geschieht und großer Lohn, o teure selge Gnadenthron. O Gnadenthron, o Gnadenthron, o selge Gnadenthron. O Gnadenthron, o Gnadenthron, hier fand ich Heil im Sohn. Hier wird der Feind zum besten Freund und sich mit ihm im Herrn vereint. Der Satans Herr flieht scheu davon, o Blut besprengt der Gnadenthron. O Gnadenthron, o Gnadenthron, o selge Gnadenthron. O Gnadenthron, o Gnadenthron, hier fand ich Heil im Sohn. Auf Adlers Flügeln schwingt das Herz sich hoch empor, aus allem Schmerz hier fällt ihm so die Lebenskron, o ewig teurer Gnadenthron. O Gnadenthron, o Gnadenthron, o selge Gnadenthron. O Gnadenthron, o Gnadenthron, hier fand ich Heil im Sohn. Til der anledning von der har jeg mir en Wort gewählt ut Römer Kapitel 6. Römer Kapitel 6 von 1 bis 5 wollte ich einmal überlesen. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinem Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Besonders opvallend uitheben wil ik het woord uit den 4. Vers, het laatste ding, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Paulus schrift hier in diesem Kapitel fertig, in dem 5. Kapitel, über Adam, wodurch Adam durch einen Menschen die Sünde in dieser Welt gekommen ist, und durch Christus die Sühnung für alle Menschen gekommen ist. Und auch dat die Gnade überströmend genug ist, so ist durch einen Menschen die Sünde gekommen ist, als die Gnade genug auch den Tod zu besiegen, die Sünde zu decken. Und dann fängt er im 6. Kapitel an mit, was soll wir zu das sein? Sollen wir dann in der Sünde bleiben, damit die Gnade noch gratis wird? Er sagt, so soll es nicht sein. Sondern wer einmal gestorben ist, also wer das alte Leben ist aufgestorben, wer durch Christus gekommen ist, Jesus angenommen hat, der hat sein altes Leben aufgelegt.
Im 4. Vers sagt er dann noch, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Also, da fängt man eine Ändernis, wenn Menschen nur Jesus kämpft, sich betiert und Jesus annimmt. Das alle Leben, das leicht aber ins Zeit, und das fängt nie das Leben an. Was mir besonders wichtig wird, verjährt das dann wieder. Sagt ihr, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Wenn wir zurückgucken, den Tag, wo wir uns betieren, da wir alle glücklich. Aber als du bei ihm leben, sehr wie im Wandeln, gut wie fair war ich, so das mache ich ganz dumm Hotline, dass wir nicht dann kriegt so ein Leben das Wiederleben tun, sondern ein neues Leben wandeln. Du hast eine Veränderung und du hast ein Wachsen. Jesus will, dass durch Frucht kommt in unserem geistlichen Leben. Ich will immer die Frage stellen, woran Frucht bringen. Wir wollten dort, glaube ich, alle, wenn wir einen Fruchtbaum im Garten haben, den haben wir nicht verschoten, da haben gesagt, den haben wir gesagt, der soll Frucht bringen. Und wenn er nicht das Frucht bringt, dann dürfen wir den bewahren. Kreuz will Jesus auch, dass seine Kinder die Frucht bringen. Einmal, Gott wird das verherrlichen. Gott will, dass wir am Ehren mit unserem Leben, das ist eine Ursache, woran wir sollen Frucht bringen. Johannes 15, Vers 8 sagt, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Dadurch wird Gott verherrlicht, dass wir viel Frucht bringen. Auch in Matthäus, fängt mit dem Vers, sagt Jesus, wir sollen ans Licht schienen luden und unsere gute Wort in Säulen luden. Damit der Lied unser gute Wort in Säulen in unserem Vater im Himmel preisen. Also durch dort uns geistliches Leben Frucht bringt, da wir Gott verherrlichen und da wir sogar andere Menschen bewegen, dass die unseren Gott anbeten. Und zweitens, woran wir sollen Frucht bringen, dass Menschen brauchen dort. Gott wird nicht seine Engel oder er selbst wird nicht sichtbar aufkommen und alle Menschen überführen, dass sie sich betieren sollen. Er will haben, dass wir sollen an seine stehen, dass Paulus an der Korinther schrieben hat, dass wir sein Botschafter an Christus seine steht. Also Menschen brauchen dort, dass wir Frucht bringen dürfen, wenn es durch uns, weil Jesus auch andere Menschen bewegen, dass die gerat werden. Wir haben einen bekannten Vers in Galater 5,22, der sagt, die Frucht des Geistes, der ist Liebe, Freude und Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Also Jesus will, dass diese Frucht in unserem Leben zu finden ist, dass unser Leben nicht stillhält, so ich will sagen, sondern dass das wächst. Zum Beispiel die Frucht des Geistes von Leuwe, das kann manch ein Mensch bewegen, dass er zum Glauben kommt. Man hört manchmal in Zeugnisse, das sind vielleicht Kleinigkeiten, wo ein unglaublich sein von dem Kind Gottes, wo dann aber eins bewegt oder sich entscheiden, dass vielleicht irgendeine Freundlichkeit oder ein Dienst, den wir Leute von uns Nächsten tun. Durch dort können Menschen bewegt worden, Jesus zu kommen. So ehrlich können wir uns dann die Frage stellen, oder den Gedanken haben, dann will mir anstrengen, dass ich auch all diese Frucht vom Geist haben. Und ich denke aber, das ist so, wie nicht denken, dass wir uns anstrengen machen. Ich glaube, wir sollen an was anderes bestrebt sein. In Johannes 15 von 1 bis 5 will ich einmal lesen. Johannes 15 von 1 bis 5. Sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Jesus sagt, dort jeder Rebe, der ein Arm ist, der aber keine Frucht bringt,
der wird wachgetan. In jeder Rebe, der ein Arm ist, also ein Kind Gottes, der die Frucht bringt, dort Jesus reinigen, dort Jesus an Arbeiten, damit die mehr Frucht bringt. Also ich habe gesagt, Jesus ist das eigentlich, muss ich sagen, ein Groll. Jesus ist das eklig, wenn ein Kind Gottes nicht Frucht bringt. Aber was ich hier will rausheben, das ist, Jesus sagt, bleibt in mir, dann will ich Frucht bringen. Wollt ihr in Jesus bleiben? Ich denke, das ist die tägliche Gemeinschaft mit ihm. Dort wir uns jeder Tag an Jesus hören, im Bibellesen, im Gebet, dort ein offener Kontakt zwischen uns und Gott ist, dass wir Gemeinschaft haben. Zweitens ist es, dass wir gehorsam sind. Wenn wir das beides wollen anstreben, dass wir eine offene Gemeinschaft mit Gott haben, dass wir seinem Wort gehorsam sind, dann wird sein Geist in uns Leben die Frucht wirken und da wollen wir ein Segen sein für viele Menschen. So jetzt singen wir noch ein Lied und dann nur hier kommt die Predigt. Nummer 197. Ich dachte, das Leute besser zu sein. Fährt es so. Und wenn Leute singen, dann singen wir einfach so immer. Und ganz bekannte Leute, das sind unbekannte Leute, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Mit der Geschichte, wer das Leute geschrieben hat, das ist ein Horatio Spafford, hat das Leute geschrieben. Und er lebte von 1828, was der 1888 hat er gelebt. Und er hat stets gelebt, wo er die Zeit gewas erst mit Modi-Stop, ich weiß nicht wer, ich glaube Amerikaner. Er hat ein Buch geschrieben, Modi, das ist ein Evangelist. Zu derselben Zeit hat er dieser gelebt, das ist ein Führer von einer Familie. Und seine Frau, die wel überreisen oder onder Land toch wel. Er is een wees op een Wuta, ik weet dat niet correct. Wo gaan reizen? Een wees is op een Wuta met 4 kinderen. En die gaan heen wees een accident, wo schap en een ander schap nog een jaar. Dat is een accident en de schap is gewoon onja. Maar deze vrouw, dat is een vrouw van een familie die door Christen zijn. De Früde fällt das Fußball zu beten. Sie kriegt die Kinder taub. Zuerst mit den 4 Kindern alle am Schab. Kriegt die Kinder taub und beten durch. Aber ein paar Minuten ist das Schab unja. Es geht unja weiter. Und sie betet, dass Gott soll entraden. Und wenn aber Gott sein Wahrheit, dass sie versuchen soll, dann soll Gott doch geben, dass die Kinder doch kein Reut werden, Gott zu begegnen, dass sie wollen bereit sein, Jesus zu begegnen. Und so passiert es nur ein paar Minuten, als ich habe unja, und sie kann schwammen, sie bleibt oben, und am Stütze wieder, dann kommt da so ein Radungsboot, kommt vorbei, und sieht da, wo der Schwamm, und kommt aufholen, und dann geht er dann auf eine Kant, wo sie überbleibt. En zij blijft alleen even. Die kinderen verdringen alle en zijn weg. De man is aan de kant thuis, wat je niet veel aanhoren, wat doe nog. En dan nu 10 deel, vanaf wat het passiert, nu 10 deel, dan kan ze met haar man reden en zegt dat wat geworden is. We kunnen ons het voorstellen waarvan schra in den man wat zijn daar gegaan. En dan heeft hij. Dan zei het, als ik Modi, als in de omgeving was, als hij ook de hand gekomen naar de familie en heeft hij verzocht te troosten. En dan in deze tijd, wo hij de man al dit tegengegeven wordt, dat de kinderen verdronken zijn en zijn vrouw is overtreden gekomen, dan valt hem dit bij. Wenn Friede met God meine Seele durchdringt, toen heeft hij de Leute geschreven. Ik dacht, vielleicht kunnen we mij eenmaal, dat we mij ons dooraan denken, wat schrift dat Leute, wat zeggen wir uns, dat Leute, wat weet wordt. Wenn wir an das denken, dann das singen, dann
vielleicht kann uns das ein bisschen halten mit meiner Wirtsam, der Leute. Wir wollen zu singen, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, abstimme ich drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn, mir ist wohl in dem Herrn, mir ist wohl in dem Herrn. Wenn Satan mir nachstellt und Bange mir macht, so leuchtet dies Wort mir als Stern. Mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht. Ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Die Last meiner Sünden trug Jesus das Lamm und warf sie weit weg in die Fern. Er starb ja für mich, auch am blutigen Stamm. Meine Seele lobpreiset den Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Nun lebe ich in Christo, für Christum allein. Sein Wort ist mein leitender Stern. In ihm hab ich Fried und Erlösung von Pein. Meine Seele ist selig im Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Liebe Geschwister, am Herrn, das heißt auch eine Freude hier von dir den Tag, mit jungen Gemeinschaft haben, hier im Gottesdienst, nur mehr auch im Familienkreis. Jetzt schon mit Menschen, die die Bibel glauben, Jesus nur folgen tun, und die Gemeinschaft zu tun. Der Psalmist, der will sein ganzes Leben im Haus Gottes verbringen, das meint dann diese Gemeinschaft mit gläubigen Geschwistern. Ja, möchte die Friede, von dem wir gesungen haben, wirklich mit uns sein, nicht bloß von dir auch immer. Ja, wir haben eine besondere Zeit, da wir das Stunden alle, das vielleicht rein allem neu und über den Virus, was zu hören, und über die Nachrichten, was da alles über kommen wird. Viel ist also gesagt worden, Bibel, Endzeit, in diese Ereignisse, in denen wir leben. Manchmal denkt man hat zu viel, man ist ganz voll von dort alle. Aber ich habe nicht gerade dazu, aber Hesekiel 22 gab mir Gedanken, in Vergleich zu merken, über den Öllenbund und unsere Zeit nennen. Wenn ich glaube, dass eine Prophetie, der hat immer zu seiner Zeit geredet, an der Situation, an der Israel gewesen ist. Da haben die Propheten geredet. In den meisten Prophetien, die haben eine Bedienung über die Tiden war. Das kann sein, dass eine Prophetie dann lauter deutlicher wird, was der Prophet dann auch gesagt hat. Und ich denke, dass Hesekiel 22 ein von sind erst, dort auch von der noch zu uns reden kann.
Und dabei ist wichtig zu bedenken, wir wollen horchen, was Gott an uns tut, zu uns redet. Ich habe ein amerikanischer Missionar gesehen und stützte zurück an eine Nachrichten und sagte, heute richten wir einmal die Frage von den Menschen, die auch die Bibel lesen, die fragen dann, was passiert? Was tut Gott? Redet Gott zu den Nationen? Redet Gott zu den Völkern? Straft die Völker oder die Erde? Was passiert? Und da gab eine interessante Antwort. Er sagt, das ist nicht wichtig, ob wir von dir verstehen, was Gott tut. Wichtig ist zu verstehen von dir, was will Gott mir sein? Was will er zu uns reden? Was will er uns als Gemeinde sein? Das ist wichtig. Den ganzen Heilsplan Gottes zu verstehen, ist nicht unsere Aufgabe, aber zu verstehen, was will Gott von dir zu mir sein, das ist wichtig. Wenn ich dort für sie verpasst, Gott sein Wille zu tun, und das ganze Leben wird nicht so gesehen sein. Hesekiel Kapitel 22. Ich will am Titel halten, mich das ganze Kapitel nur lesen, bloß welche Vers. Die ersten 13 und 14, die zwei Vers, dort ist, glaube ich, wo wir einmal stehen blieben, dort so der Meer, so der Aus von diesem Kapitel. Und da heute so. Hesekiel 22, Vers 13. In Tjek, et schlo in meine Hein, wie ein Dienen angereichten Gewinn, den du gemerkt hast. En über deine Blutschuld, die an deine Meer ist. Wordt dien hart vaststonden, er worden deine Hein an jenem Tag stolz zijn, door het met die verreten wordt, uit de Herr ha gereed en wordt duinen. Gott ist ewig, Gott ist allmächtig. Gott ist der Janja, der Regierende, der alles an der Hand hält. Wenn bei uns Menschen hier auf der Erde manchmal auch viele durcheinander ran tät, während dem Sündenfall, so jeden Sonntag, jeder Tag ab, der Feier und der Wintercampen wird nicht abhören. Gottes Plan und Gottes Ordnung, eine Schöpfung in eine ganze Weltgeschichte, wird nicht ändern. Wenn hier auch viele bei uns früher stellen, was passiert, was ist, wat dan zo vreemd alle is, je waast al Gott. Wir haben Gott immer nur gedacht über alles, glaube ich. So wird wieder Gottes Plan und Gottes Ordnung wird immer bestehen. Und dabei ist wichtig zu beachten, ob diesen Gott die dort alle tut. Und was will Gott zu mir reden? Und dort ist so das Gedanke, was ich da nehmen will für die Predigt. Gott handelt an uns. Und das erste, wenn wir diesen Kapitel 22 in Hesekiel lesen, wenn wir den ganz würden lesen, dann sollen wir einmal, der Prophet Hesekiel redet zu Israel. Er redet an ihren Alltag nennen. Und dort wird sie von der nu beleven deuten. Dort redet heute ernt. Gott leicht ihm dort auf dem Hort. Gott sagt einmal, war das Hesekiel so. Und dort wird Gottes wir tun mir also. Also das sagt Hesekiel, Gottes Wort wird zu mir so, und dann seht ihr dort an das Volk wieder. Und wenn wir uns dort ein klein bisschen betätigen, wird Hesekiel hier an das Volk unterrichten hat, und Gottes wird. Was dem sein, das Volk sei so. Und der erste Gedanke hier ist, was Hesekiel das Volk sagt, er wisst ob ihre Schuld haben. Nur das ist, was euch nehmt, wenn wir auch über die Kanzel immer waren, über Sünd, über Schuld reden. Aber was ja dort ist Gottes wichtigstes Anliegen, uns von dieser Schuld frei zu machen. Da werden wir auch von der reden, wenn wir von der nicht reden, dann kriegen wir auch nicht die Erkenntnis, ob wir schuldig sind für Gott. Und der Prophet redet zu das Volk. Weil wir am ersten Punkt ein klein bisschen checken, was wird denn da beehrt? Wenn wird so eine strenge Rede vom Propheten an das Volk? Er sagt, wisst ihr, ob ihre Schuld handelt. Das erste, was er den Handwiesen tät, der sagt, sie haben sich Götter gemerkt und blöd verguten. Im Vers vorher, der ist din blöd, dort du verguten, hast du die verschuldigt. Und der ist dine Götze, die du gemerkt, hast du die veranreinigt. Und du hast dine dort geführt, im besten nur dine Jahren gekommen. Darum habe ich die Nationen zum Verachten gemerkt und alle Länder zum Spott. Das heißt, du hast blöd verguten, anschuldet blöd verguten und du hast die Götzen gemerkt. Wie kann das Gott durch die Geschichte von Israel, über den Öllenbund,
auch wenn wir die Geschichte von Israel ein klein bisschen angucken, sie haben sich vor Gott verschuldigt, immer war. Sie haben diese Dinge getan, die Jesaja sagt, und Gott sagt, es wurde allem zum Sport in alle Länder merken, in Israel hat furchtbar viel geleden. Was von dir noch immer? Das ja von dir noch immer, also die Juden in Westländern wirklich nur stunden und auch verfolgen. Und da ist ein Wut erfällt von Gott, da kann Israel nicht überkommen ohne Buße. Darauf wies er in die Hand, check den Mund, je leben je in Gott, je haben blöd vergoten. Dann, in Vers 6, wies er darauf an, wird er tötet. Er sagt so, check, und die wären die Verste Israels, in jeder nur seine Kraft am Blut zu verjoten. Wir können hier so sein, der Könige von Israel, der Regierende, der Machthabende, auf eine Synagogen oder aus einer Regierung, einer Politik, die Menschen werden einfach Macht besäten. Das heißt, an die Fürste, an die trachten nur eine Macht zu sein, im Blut zu verjoten. Dort wie ihre Schuld. Sie reuten sich nur, boven zu sein, Macht zu haben, andere zu unterdrücken. Dann in Vers 7, wie es der und wieder auf Wort Hannen sagt, man haft an die Vater und Mutter veracht. En die meer handeln zij met geweld Fremdling en die bedreigen zij wijs en wie het vroegs. Dus die zegt, er is een ganz grote Respektlosigkeit für ihre Eltern. Die können respektieren ihre Eltern nicht, nur Gottes seine Gebote. Sie übertreten Gottes Gebot. Ihre Vater und Mutter. Das Wort zum Teil nicht mehr getan. Und dann wies er darauf an. Dann sagt, er ist eine Respektlosigkeit. En ook in die meer wordt geweld geuit am Fremdling, dat wist hier een paar Mal aan, und wenn da, was sie getan hatten, wenn da ein anderer wie in ihre Mitte gekommen. Keine Gastfreundschaft hatten sie nicht, zum Teil wollen sie nicht, darauf wies er in Hand. Und dann jetzt wieder, in Vers 8, meine Heiligtümer hast du veracht, und meine Sauberte entheiligt. Also die haben dort Heilige, was Gott heilig ist, haben sie nicht für heilige Höhlen, oder die haben dort entheiligt. Das letzte wie immer der Tempel. Also wenn sie ein Tempel wird entheiligen, besonders dem Altar oder irgendwelche Geräte in dem Tempel, dann geräumt Gott noch mal Säuerhort durch. Manchmal, wenn sie an das letzte Heiligtum non gehen. Aber da werden die in Deul Ding, wird Gott heilig werden. Heuer nannt hier bloß zum Beispiel, die haben den Ruhetag nicht gehöhlen. Die haben das Heilige, was mir heilig wird, der heilige Fester, wo die Juden Fehler von haben. Und wenn ein Jude dort verachten dort, dann wie am dort in Gerecht. Gott sagt, du hast mein Heilig veracht, du hast dort, was ich eingeführt habe, eingesagt habe, und was am im Himmel immer noch wichtig ist, hast du aber ihr für nichts geachtet. Und dort ist die eine Strophe, dort ist die Gerecht. Noch einmal, Vers 7 erwähnt ich auch, da wurden Witwen, Waisen, in Fremde, in der Schwache, die wurden veracht. Dort heute am angereichten Gewaltswennen wurden sogar die Hieser von den Witwen und Waisen, die wurden überrannt, also die wurden ausgenutzt, davon redet Jesus Luther auch noch, dort heute die Schwache wird ausgenutzt, um mit der Schwache noch dort zu holen, dort die Storcher nach Storcher wird an seine Macht und seine Geld und so weiter. Dort wie erreicht, was da passiert dort. In Vers 12 lesen wir von Korruption im Ölbund. Und die haben sie Geschenke genommen, am Blut zu verjoten. Du hast Zins in Woche genommen, in die dem Nächsten mit Gewalt über verurteilt. Also die haben hier Korruption getrieben, von der an wieder zu. Das ist, wenn sie Geschenke nehmen, um betäubt zu werden, um zu Gunst, die Person, die ein Geschenk geben hat, die prüft sich, was erreicht, eine Gunst zu kriegen bei dem Machthabenden. Und dort, was da passiert, und dann auch der unverschämte Handel, über den hier die Rede ist. Die haben einen Zins genommen, ein Bruder vom anderen, wobei das Alte Testament lehrt, oder ein Bruder vom anderen nicht soll Zins nehmen. Das ist ein schweres Kapitel in der Bibel. Und dann haben sie gebürgt von anderen, das ist ein ganz schweres Thema in der Bibel. Erst hat überhaupt rechtig, die Dinge zu tun. Erst das ganze Geld im Bankwesen, überhaupt, wie weit in der Bibel verwartet. Und was sagt die Bibel über die Dinge? Man wird sich meist nicht darüber zu reden, wenn wir das rein biblisch würden nehmen, ich glaube, wir würden manche Dinge an uns denken, am besten ändern, wenn wir wirklich durch die Bibel würden gehen. Und dort werden Dinge, die passieren bei uns, und Gott sagt, so habe ich das nicht geplant.
Ich habe mit den guten Gedanken, und was habe ich dort gemerkt? Die haben diese Welt selbst verdorben. Wenn du kannst nur nicht hingehen, wo sie die nicht wollen, probieren auszulopsen. Du kannst nicht irgendwo hinreisen, wo sie die nicht wollen bestehlen, wenn du das Sprach nicht kannst. Die wollen, ob sie ihr noch nicht anfangen, bloß wie ein jüne Sünde, jeden schreien. Und da habt ihr Dinge konkret genannt, da wird ja noch viel, viel mehr sein. Verstehen und auf. Und die hat man die Nacktheit der Voders opgedeiht, und die hat man der Anreine und ihre Anreinigkeit vergewaltigt, und die hat Aufscheu geäuft mit der Früh von seinem Nächsten, und die hat seine Schwiegertochter, und die andere hat seine Schwiegertochter durch Anzucht veranreinigt, und die andere hat die seine Schwester, die Tochter von seinem Vater vergewaltigt. Also sexuelle Ausschweifung, Unmoral, nennt man das von dir. Und ihre Schwester und ihr Schwächen und so wieder. Das werden Sünden, die schrien im Himmel. Das sind Sünden, die schrien auch von dir im Himmel. Und er sagt, dort alle, wird jün Leben, ob diese Erde so angenehm schwor mehr. Die werden haben uns der Klinten ausgedacht, Schläge ausgedacht. Wir machen so viel Papieren mehr. Jetzt sollte einmal ein Palast der Justiz, ich brauche da ein Papier ein. Da werden so allgemein viele Menschen, und bei mir sieht es auch eine Friede wie so arg, wir lüten da also lang, dass wir wirklich eine Kleinigkeit, und da wollte auch eine Kleinigkeit, irgendein Papier, das sind ja so ein Zertifikat, dass ihr wollt nicht mehr von was ich rede, zwischen dann denkt man, was macht man das Ansehen aller mehr. Und ihr habt auch an meine Angeduld, und da wird noch Angeduld, und dann sagt der über dem, kannst du ja ran, wo das liegen, dass wir hier so viel Papier nehmen machen. Bloß irgendein Zertifikat zu beweisen, ob du bist oder irgendwas so was, ja, das ist ein Arschlied manchmal. Und dann komme ich da einfach an diesen Titel, wo ich da so in Gedanken, dann sehe ich da, als ich heraus, dass alle in Sünden vorliegen, ich mir ein bisschen an, als ich mal, wenn dort nicht gewasst wird, dann würde wir doch einer dem anderen vertrühen, dann würde ich nicht mal ein Stück Papier holen und stundenlang nicht das Papier rühren. Mir würden sie dort glauben, wenn ich das zeigen würde, nicht? Und mein Sehen ist. Ich glaube, das Papier braucht ich ja dann. Ja, da sind wir nicht gläubig, die verstehen nicht ganz, von was ich rede. Aber Gott sagt, jene Sünden wurden jünger leben, ob das ihr so schwer mehr. Und wenn wir die Sünden nicht wurden löst wurden, dann wollen wir einmal nicht im Himmel sein und das Leben, ob das ihr Wort uns zu Hall wurden. Da das, wo Israel beim Leben dort, dann haben wir mit Israel seine Schuld nachgecheckt, was Gott durch den Propheten entwiesen hat, wenn was ihr Leben so schwer ist. Und dann ich zei dat am Anfang, ik geloof uit een profetie te de oude tijd, immer in de Situation neergereed heeft, aber de Prophetie, der redt von der über duizenden Jahren, Luther, zu uns ebenso. Dat is het Wunderbare in de Prophetien. Wenn Gott es allwissend, und ihr wisst, was dann in Israel, was ihr da seht, und dort wird auch seine Erfüllung Luther noch mal kreuzen gut finden, und das ist dann das Zweite, weil wir uns mal fragen, was ist denn nun unsere Schuld von dir? Wenn Israel so schuldig an Gott geworden ist, aber wir sind doch von dir nicht so, wird wir leicht denken. Aber ihr Schwester, da muss man einfach sagen, die Wahrheit ist einfach, wir sind kreuz schuldig. Der Mensch hat noch nicht gebetet von jener Zeit. Vadim Solzhenitsyn, glaube ich, heute wie ein russischer Dichter, der sehr viel gedichtet hat, und das kommunistische Recht abgewaschen, wie gottlos erziehen sie da, aber tragen sie uns da rein, alle. Und das Solzhenitsyn, der hat immer so gesagt, also der Hintergrund, ja, das kommunistische Denken, Gott jaftet nicht, und wir wollen selbst unsere Welt abbühen, dass wir so abgespielt worden. Und heute hat irgendwann nur gedacht über das Leben, über die Menschen, über die Ewigkeit. Und dann hat das Dichter, ein sehr bekannter in Russland, hat einmal so gesagt, die Menschen haben Gott für jeden. Und dort ist der Grund für die Probleme von der jeden Welt. Und wir wollen keine Lösung finden, ohne uns zu Gott, zum Schöpfertritt zu bekehren. Ein Atheist, ein Kommunist, ein Dichter, kein Prediger, der stellt am Leben hat einmal fest, die Ursache für alle Probleme, auch von dir, ist, wir haben es von Gott weggedreht. Und ohne Trick kommen den Schöpfer, würden sich die Probleme nicht lösen. Das ist eine Wahrheit, das sei wie Amen. Das ist, was es ist. Und dann stellen wir uns die Frage, Israel, du bist schuldig am Ölbund. Dann fragen wir uns, mit uns, was steht das von dir mit uns? Unser Thema heute, Gott handelt an uns. Gott redet zu uns.
dann müssen wir gucken, was fehlt uns. Nun, wir haben gerot bei Israel gesungen, das erste wir, sie deuten blöd für Leuten, sie deuten, haben Götzen gemerkt und so weiter. Dann fragen wir uns, was ist dann von dir? Blöd für Leuten, nachher hat das halt schon und ja ans, da mal hat sie es dort getan. Am nächsten, oder vielleicht ein Menschenleben genommen oder so. Wollen es bewusst nicht. In 1. Johannes 3, Vers 15 sagt Jesus, der Lehrer im Neuen Testament, der Sohn Gottes, der Gott selbst wir, der Menschenkenner, der Seelsorger, der unsere Ewigkeit bestimmen wird, wo wir die verbringen wollen. Heute wir hier, aber ihr, vor 2000 Jahren, und dann seht ihr zu den Menschen, dann seht ihr so, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Wir wollen sie nicht nehmen. Wir wollen sie nicht nicht mehr. Jesus hat das gesagt und das ist ein Punkt. Der sagt, wenn ich meinen Nächsten hassen kann, dann sie ein Mörder. Und dort wird für das Gerecht Gottes muss es dort zu tun kommen. Wenn ich dem Nächsten nicht lieben kann, ja, das muss noch verschiedenste geben, aber wird erst nur kreid hassen, nicht? Aber die sagt, auch dort mehrlich erst auch am Neuen Testament ein Mörder zu sein, indem ich den Leib Gottes, den in meinem Leben ich euch genommen habe, und ich Dienchen Gottes, und wenn ich dann noch einen Bruder hassen kann, dann sie ein Mörder. Blöd für euch, nannt das Alte Testament dort. Oder wir haben wieder gesagt, am Ölen Bund, die werden Macht besitzen. Der sagt, der Verste an denen steht, die werden gewaltig und der reuten sich dann noch an der Macht zu sein und blöd für Leute. Wir wollen mal von dir gucken, was passiert von dir an dieser Welt. Ich denke, wenn wir ein klein bisschen beobachten, was passiert dort, dann wird uns dort auch ganz klar, ob der Mensch von dir wann dann vielleicht nicht weniger oder noch Dollar Macht besitzen ist. Wo rieten die Menschen sich nicht alle in der Macht? Dort haben sie von jeher Israel getan. Wenn wir 300 Jahre treten, 1800, oder meistens 1812, da wir Bonaparte Napoleon, der reut sich nicht der Macht, der will die Welt annehmen. Dann kommen 1939 in so die Jahren, dann kommt Hitler. Hitler will die Welt annehmen. Und dann kommen die anderen Jahre, an denen wir nu leben können. Da ist jemand, der will die Welt regieren. Wie kann dem von dir noch nicht sagen? Der hat sich noch nicht auf den Boden tun. Aber der will die Welt regieren, der will die Weltherrschaft übernehmen. Warum? Wenn sie wollen Gott nur oben. Der Sohn ist ein Nachäffler Gottes. Der will alles kalt zu prüfen zu tun, ist Gott. Das hat er immer gewollt. Als der schon ja Engel, der Beste, der Klügste, der Weiseste, der schmackste Engel, der sieht echt wel worden zu Gott. Dann muss er in den Himmel verloten, ist er der Satanas geworden. Und der prüft immer noch, kalt das Zelle nur zu tun. Die Welt erobern, die Macht haben, das ist eigentlich, das ist das Wunderbare dabei, was uns schwerfällt von dir zu verstehen, was uns bei Renzer versteht, was der Mensch macht will, ohne was ist das göttlich, wenn Gott die Macht hat. Der Mensch ist dort nur Gottes Bild gemerkt zu sein, in der Welt regieren, der versteht ja dort auch zum Teil. Aber wenn der in Sinn gefallen ist, konnte das nicht mehr ohne Sinn tun. Nu habt dort einen Kampf. Nu jachten die Menschen sich dort. Wenn die Sünde dazwischen gekommen ist. Aber das wird noch ein anderes Thema sein. Wenn eine Offenbarung steht geschrieben, und wir als Gemeinde, jeder, der zu der Gemeinde gehört, wie war er geboren ist, der entrückt wird worden mit Jesus, der wird nur die Chaste in den Himmel, oder der Mittenmann wird auch nach der Erde regieren mit Jesus. Wir wollen regieren. Das ist ein göttlicher Gedanke. Bloß der erstmal den Sinn gemischt. Und von dann an ritt der Mensch nicht die Macht. Der ist nahezu krank. Der ist besessen von der Macht. Wir checken dort unsere Politiker, wir sollen dort unsere Wirtschaftsmenschen, die wollen bloß einmal mehr haben, einen Einfluss haben. Und das Schönste dabei ist, wir können dort auch noch eine Gemeinde finden und wir können dort an unsere Familie finden. Was tun wir als Männer? Weil wir herrschen an unserer Familie. Mit der Füße auf dem Tisch in der Familie wird es echt well. Oder weil wir Donien und Leiden. Das ist ein Unterschied. Aber der Mensch, der hat eine gewisse Sinn und die Machtbesessenheit. Ich denke, der wenigste erkennen dort, er auch eine Geldgier. Das ist nicht gerade das Thema hier. Aber ich habe mal einen erfahrenen Seelsorger, der sagt mal so, ich habe in meinem Leben, sagt er, einmal
einen Menschen eine Seelsorge gehabt, die Buße dort über dem Jied. Der hat wetterlich gehielt, oder Jied sich gewasst wie in seinem Leben. Und dort wie ein erfahrener Seelsorger über viele, viele Jahre, der sagt, einmal sind belebt. Über Ehebruch und über andere Sünden haben Menschen Fetten gehielt, aber über diese Sünden, das ist schwer zu erkennen. In der Sinn zu erkennen, es riet mir nicht die Macht, es ist schwer. Aber dort ist, was ihre Schuld wie, und dort ist die Schuld, wie von der auch mit drüben, wann wir eine Sünde rieten dürfen. Dann redet hier von Respekt, der Respektlosigkeit, dort sagt, die Kinder hören die Eltern nicht, man hat dann die Vater und Mutter veracht, und die nicht mehr handeln soll mit Gewalt, am Fremdling, das ist das andere, Vater und Mutter veracht, dort redet von Respektlosigkeit. Von 1968 ganz besonders, von den Jahren, also das sind wir, das ist unsere Generation, das ist meine Geburtsjahr. Und jetzt sagen wir reden von einer Generation, die so weit raufgefahren ist, eine Gottlosigkeit nennen, von der Gottesgebote Weg, als das vielleicht euer nicht so hingewasst ist. Da sind ein paar Jahre vergangen von 1968, in den Menschen von der eine Schulen und das ganze Wesen von der Erziehung von Kindergarten an wurden die Menschen anti-autoritär abgetragen. Anti das Jenon, Autorität, also jen Autorität. Uns vertelt ein Kind von unserem Bekannten in Deutschland, ein gottesfürchtiges Kind, die hat eine Schule, die vielleicht in der 4., 5. Klasse, wenn er nach Lehrer vielleicht nicht rede. Und dann wird ein Lehrer gewasst in der Schule, der hat er einfach gesagt, schrie mich mal an. Und er wollte das nicht tun, sie wie gottesfürchtig abgetragen. Und dann werden die ganze Klassen alle über gespart und gelacht, da können die Lehrer nicht mal richtig anschreien und frech sein. Und sie können das nicht. Und dort ist, wo das angeht, die Menschen haften gefallen an diese Sinn, der Respektlosigkeit, jene Eltern. Und wir hören dort in Sohn dort, oder von dir nehmen dort. Dort kommt eine Leute über die, pass auf, was die für Leute haben. Die Leute von den modernen Schlager, in den modernen Sänger, von Rocken sind rede ich überhaupt nicht, ich rede von Söhnen, wo man einfach mal so, hörst du hier sich nicht mal so schlecht, aber hörst du da nennen, dann wird es zur Anmoral gedreht, das wird eine Anti-Autorität gedreht, das sind die Leute, das sind die Dichter, die Gottlose von dir, die alle unsere Menschen immer da, dass ihr Spaß und alles verbreiten dürfen. Wie viel Spaß ist von dir über YouTube, über, was soll ich sagen, über die Ehe, ja, oder über Ehebruch. Oder beinahe angepriesen wird gelobt, wahrscheinlich erst, wenn noch mal der Mensch, der Verdammte erst, wenn die Schäumel nicht haben, was Scheu wird gedreht in der Hinsicht. Eine Anmoral. Dort wird auch einfach gelobt. Und dort ist von der Anti-Autorität, dort ist diese anti-göttliche Erziehung von den Generationen, wo das hingehen wird, können wir uns feststellen. Also nicht eine Anerkennung oder wenig für die Regierung. Die Regierungen, die haben ja von der wenig Autorität. Die Menschen, die schrien doch jeder, was er will, wenn ihm was beifällt, an jene Regierung zu sein und zu tun, dann täte er dort, wenn immer dem das beifällt. Jene Polizei, da trifft uns auch manchmal, wir haben mit einer schwierigen Polizei, so korrupt, das wollen wir alle. Und manchmal erst dort kommt man so eine ein, wenn man hier nu wieder kämpft mit denen. Aber danach, wir müssen da noch aufpassen, ob wir Gottes Gebot da nicht verluten dürfen. Autorität ist Autorität. Und wenn du auch eine gottlose Benehmen hast, und wir müssen sollen damit klar zu kommen, dann müssen wir doch sollen nur, ob wir die Anerkennung zu werden haben für ihn. Eltern, Gemeindeleitungen, wie viel Autorität haben die von dir noch? Der Mensch ist von dir immer da so abgetragen. Der eine, der soll nicht über die zu sein haben, oder die Gemeinde, der hat die nicht zu sein. Und wenn mir dort nicht gefällt, dann seht ihr mir eine andere. Das gottlose Gedanke der ersten paar Jahrzehnten alt vielleicht, sonst habt ihr euer nicht gegeben. Aber die Menschen, die wurden so abgetragen. Und wir haben eine ganz besondere Entwicklung in der Welt. Vielleicht habt ihr da auch von gehört, auch der Papst und ein paar andere Autoritäten, die arbeiten sehr daran, ein neues Pacto Mundial zu machen, über die Education, über die Erziehung von den Menschen. Ein neues Pacto Mundial, das meint ein neues Bildungsprogramm. Und der Papst, die sagt das einfach letzte Rüd, wie man eine neue Generation merken. Und dort kann solche Schulden passieren, und der Mensch muss anders denken. Und wenn es so wieder geht, wollen sie es nach Hand kriegen. Ich glaube nicht, dass sie wollen, ich denke, Jesus wird das abhüllen, aber dort muss sie Hand arbeiten tun. Dort wir dann auch
Und das von dir noch viel eher. Das kommt von dir zu der Erfüllung. Dann sagt er, der Fremde und da, vielleicht mal ein kurz, da sagt er, das sind Fremde, die wird früh Weisen und dann der Fremdling. Wir behandeln wie fremde Menschen von dir. Habe wie Gastfreundschaft. Er lebt bloß jeder für sich selbst. Jana hat ein 10 Uhr für, wenn du mal einer wir, den bet eine Not hat, oder die Fremden wir, den bet eine Help fehlen, das wir nicht wichtig. Moralische Anreinheit, über das heute ja wird gesagt, Korruption, Anrechter gewähren, Bergen für irgendwem, wenn man noch wollten, der dort ist in Untergang, der hat unheimlich Schulden. Und diese Dinge werden dann, und die Dinge sind von dir ab und der, und wie man damit klarkommen, in Tüten, wo es sind, die uns von Gott trennt und die uns untereinander ein Haus abweihen. So, wenn einer für den anderen Geschäfte hat, und das sind anreichte Geschäfte, angereichte vielleicht sogar, und dann gibt es ein Haus, und dann lässt man hier am Abendmahl. Da ist Sinn, der wird abgeriemt. Gott sagt, das wird nicht schaffen, die wollen nicht Frieden haben. Und dort hat er dann geworden und wird auch ans von dir. Und dann noch ein besonderer Punkt, das Heilige verachten. Er sagt, das Wort Gott heilig ist, dort haben sie, meine Heiligtümer hast du veracht, in meine Sabbate entheiligt. Also die haben die Ruhetage nicht angehört, die haben die Dinge, die Gott heilig sind, haben sie nicht angehört gehört. Also dort wird dort alle Tiane die gemeint haben, ich kann mir vorstellen, als sie Feste veracht haben, in Juden wisst, nee, ich soll diese 7 Tage, soll ich das Fest der Laubhütten feiern, wie es 7 Tage, wo ich denke, und irgendeiner, der sagt, ach, ich habe nu mein Wienkreid gehen, ich will aber ein bisschen nach Schaffen gehen, das waschen und mit meinem Geld verdienen. Und Gott gefällt das nicht. Der hat die versprochen, ich will die sehen, hat du Gottes Furcht. Und wir haben von dir so leicht den Gedanken, soll wir lieber ans Titel jetzt ersten Bett verschieben und das erste Dollar aufschreiben, da müssen wir nur abpassen, ob wir die Heiligtümer nicht verachten dürfen. Dort ist der ohne sieht, Gottesdienst für 7, Bibelstunden, Gebetsstunden. Wir sollen ja Licht mit dort am Hort, dort wo Gott heilig ist, auch verheiligt zu hüllen. Sicher nicht, heucheln halt nicht, aber es hat mein Anliegen in mein Hort wirklich, der Gottesdienst. Aber noch ein paar Dinge wieder. Schauen wir mal auf die Schöpfung und auf die Schöpfungsordnung Gottes. Gott hat gesagt, ein Mann und eine Frau wollen eine Ehe sein. Und das geht nicht mal zu tranen. Der Mensch von dir sagt, das ist nicht wichtig. Das kann 2 Männer eine Ehe sein, 2 Frauen, das kann das sein, eben mit einem Tier. So wie geht das von dir. Und die Satzen wurden doch angedreht. Gott kriegt von Himmel und sieht, was die Menschen können mit seinen Geboten tun. Da wurden an Dinge verändert, da wird das Wort Gottes nicht geachtet, in der Schöpfung Gottes wird gemissachten, Gott sagt, die wurden meine Heiligtümer verdrehen. Da denken wir ohne Genetik. Da wird diskutiert, ob das mit einem Gewissen zu vereinbaren geht, oder eine Transgeniker gemerkt wird. Und die Planten wird ja dort lange getan, alleine, und immer war der Streit, der gesagt hat sich, durch Eva, erst das richtig, jeder Töterlut, er jeder nicht. Erst eine Gewissensfrau, erst eine biblische Frau, die Genetik verändern. Also wenn ein Symptomen verändern geht, dort wird Gott gemerkt, hat verändert. Der Schof von der wird so ja ohne Planten gearbeitet, aber der hat auch viel noch gesagt, die Genetik von Menschen zu verändern. Also wenn sie dort angekriegt wurden, die kennen das noch nicht, die können die Informationen noch nicht schmelzen, so viel als ich davon verstehe. Aber wenn die Genetik worden sind, imstande zu verändern, oder können beeinflussen, weil einen Jungen geboren haben oder ein Jahr, dann wurde sie das verändern, können sie so wählen, der Mensch. Ja, der Mensch, der will ja immer mehr. Und die rübt an der Schöpfung an, die rübt an Gottes Heiligtum an. Und Gott sagt, die Turmbabel wird nicht Hescher gehen aus Patondo. Wenn aber da ist, dann wird irgendwas kommen und ich werde das abhören. Und ich denke, nur mal kurz gesagt, wir leben in einer Zeit, wo Gott uns reden lässt. Wir haben hier mal die Frage gestellt in den letzten Jahren, wie weit kann es noch gehen? Wie weit kann die Technologie noch gehen? Wie weit geht das noch mit den Reisen? Wenn wir von der wohin wollen, wir teilen uns ein paar Dörren eben, dann sagen wir in Kanada, ich weiß nicht, war das trägt, wo der Mensch erst ein Ding für die Anmeldlichkeit wie, dann fragt man sich, wie weit kann es noch gehen? Ich denke, gerade so weit, als wir nun sind. Es hat alle Typen jene Wand gejagt. Und wenn wir dort genau hingesehen wurden, dann würden wir mal sein, Gott schickt von Himmel rauf und sagt, Menschen, wie weit will ihr noch gehen?
Wie will ich meine Dinge noch verändern? Wie will ich noch angerieben an meine Heiligtümer, die ich nicht für heilig achten? Wie will ich meine Gebote noch mit Freud klönen? Gott wird sich nicht spotten lassen. Das ist vielleicht ein kleiner Wink, was wir überlebt haben mit dieser Pandemie, was wir überleben dürfen. Aber wenn wir an dort zu denken, okay, ich habe nun viel über das Negative, über diese Entwicklungen geredet, vielleicht das Wichtigste, aber das Ganze noch. Einmal, wir sagen, und die wahre Stunde von uns Menschen, jeden Gott, der liegt daran, auch jeden Gottes freundlich reden zu uns. Weil viele von den Menschen, von denen auf diese Erde, an dieser letzten Feiermonat, haben wirklich darüber nur gedacht, was kann ich tun, Gott nur zu kommen. Wie viele haben sich bekehren an dieser Zeit? Ich würde mich frei motivieren, und da ist eine ganze Reihe, die sind zum Glauben gekommen, die haben gehört und gesagt, Gott redet. Aber ich habe von wenig gehört, sehr wenig. Wir dachten, vielleicht würde da anführen, und viele Menschen würden abweichen. Mir ist nicht bekannt, aber vielleicht kann ich mir helfen, eine Information geben, über die wir uns freuen können. Menschen sind zum Glauben gekommen, während Gott eben einmal so geredet hat, und immer noch redet. Aber ich denke, dass das nicht so hoch ist, als einer würde sich eben freuen, oder soll sein. Also wie war das Stunden Gott? Die ganze Erde, von der, die ganze Regierungen, die waren Stunden an dem, vielleicht wollten sie dort nicht, aber ich glaube, das liegt daran, dass sie prüfen, diese ganzen Probleme, die wir nun haben, unter Kontrolle zu kriegen, mit diesem Covid und so weiter, durch die Wissenschaft, durch Macht und durch Geld. Und sie sagen, wir wollen das mehr. Und sie tun auch das Beste. Ich will das nicht verachten, was die Regierungen tun. Dort nicht. Aber sie verlassen sich ebenmut darauf, als sie wollen dort mit Wissenschaft, mit Macht und mit Geld, wo wir das unter Kontrolle kriegen. Und die kriegen diesen winzig kleinen Virus nicht unter Kontrolle, noch nicht. Und die wurden abplatzt, wenn noch was nicht absteht. Besonders, wo ihr seht, wenn die Degeneration, die Genetik, wenn da was durcheinander rannen, wird die Menschen hier alle wehend an, und dann wird einmal fort was löst, was sie nicht mal kann abholen. Und wenn die Genetik wird durcheinander rannen auf diese Erde, Gott wird sich nicht spotten lassen. Mein Heiligkeit will ich nicht verachten, sagt er zu den Menschen in der Prüfe dort. Und der Mensch, der war steht in diesem Gott, der am wahrer Stunden, indem er sagt, wir wollen dort selbst. Die Selbstgerechtigkeit der religiösen Menschen ist ein wahrer Stunde gegen Gott. Wenn der Mensch sagt, dort wird irgendwo, ich habe eine Religion, und ich will dit und ja und dort, dann wird Gott das selben anerkennen, mit seinen Worten, mit seiner Selbstgerechtigkeit. Dort ist ein wahrer Stunde gegen Gottes Reden. Wir sollen viel da uns Hort aufmerken und sagen, Herr, was wirst du mir sein? Und wir heute sind uns zu beten, und wir nicht stolz und egoistisch für Gott erscheinen wollen. Gottes freundlich Reden zu uns, das ist von dir der höchste Gott zu hören. Also Gott redet zu uns, der sein Geist an diese Tür. Wenn ich mal vorstellen könnte, alle, wer hat an diese Tür in Monaten, in den letzten Wochen, nicht wirklich über den Tod einmal nur gedacht? Ich brauche mir nun nicht eine Antwort geben, aber ich denke, wird nicht, wenn jemand das so geht, als was ich persönlich auch denken darf, oder auch von anderen so hier und da gehört hat, dass viele Menschen in dieser Zeit mehr mal ernst über den Tod nur gedacht haben, als sie jemals euer haben. Wird nicht, was jemand das so geht. Wir sind immer beeinflusst mit Informationen und manchmal geht das auf den Nerven, als man will oder nicht, man denkt über den Tod noch. Gott redet freundlich zu uns. Er sagt, mögt ihr reut. Je braucht nicht ein Zeit immer damit leben, ach, nicht so gut, nicht? Dat ist ja uns nu al so Jahre eingeprägt. Dat schien ze, dat worden, dat wel maten bloß alle uitgaan. Dat is nicht, was Gott redet. Gott redet, sieh du reut, ab den Tag vermietet stehen. Und wenn du dort reut bist, wenn du dort verreut bist, dann leben möglich auf diese Erde. Das war ich immer glaube, was richtig ist. Mögt die reut ab den Tod, und wenn du dort reut bist, auch aus den 14 Jahren, auch aus den 30 Jahren. Mögt die reut ab den Tod, und wenn du dort reut bist, dann leben möglich. Braucht sich mal daran denken. Da wird Jesus sich dann mit Worten von heute Stunde ist. Dort ist, wo ein Christ leben denn. Ein Christ lebt nicht in ständiger Angst, sondern der ist der Angst los geworden, und dann kann er möglich leben. Gott redet zu uns einfach freundlich und prüft uns dort deutlich zu merken. Hebräer 4, Vers 12 sagt, und das Wort Gottes ist ein lebendiges Wort. Ein zweischneidiges Schwert. Gott redet zu uns durch sein Wort. Lest du das Wort? Wolltest du, dass Gottes Wort ist? Und Gott selbst durch Menschen das geschrieben hat.
Dat is het weer te lezen, jeder dag. Jongens, melders en alle. We zullen dit alle dag lezen. God redt door zu ons. God redt ook durch Krisen und von den Täten von der Endzeit, und die wir redlich haben von uns, in unserer Zeit, redet Gott zu uns. Manchmal auch durch andere Menschen. Vielleicht habt ihr auch mal irgendwer darauf angewiesen, oder in deinem Leben vielleicht irgendwas fehlt. Oder vielleicht hast du auch mal an unseren Denken gehalten, wenn du sagst, du wirst das damit. Sei wie heute Gott zu begegnen. Ich denke, was Gott zu uns reden will. Und das alles, was passiert ist, nicht in Angst einjagen erst an uns, sondern der will zu uns reden. Der wies uns, ob wir unsere Schuld haben, der wies uns, ob die Lösung haben, das gibt eine Lösung. Und das ist das Letzte. Wie reagieren wir letztendlich darauf, wenn Gott zu uns reden wird? Wir haben in unseren 2 Versen, die ich am Anfang gelesen habe, da steht so geschrieben, in Tisch, es schlummert meine Hände, wer in den Angereichten gewinnt. Gott schlägt in seine Hände. Ich weiß nicht, wo das Begriff ist interessant. Wenn wir noch mal irgendwo an einkommen, dann meint das noch mal mit der Hand auf der nicht? In der Familie, da ist noch mal so, vielleicht hier noch zweimal. Ich deute einmal. Und dann wir auch ein Gastjungte da bei uns, ein Kleiner, der kriegt mit Kugel runde Uhren um ihn, dann sagt er, mein Paar das auch noch mal so. Naja, wenn nicht anders geht, dann das noch mal gescheit, ja. Und Gott sagt, es schlug an meine Hände. Wir sind Menschen. Ich will nicht tachladen. Ich will nicht einfach so lauten, wie sie sind. Mir geht es darum, ich will in ein Haus bringen. Ich will nicht verloren lassen gehen. Gott redet zu uns. Und wir reagieren wieder darauf. Das ist das Letzte und das Wichtigste. Wir reagieren wieder darauf, wenn wir Gott hier zu uns reden. Der fragt an Hesekiel, wo hast du bestanden in jenem Tag? In dem Psalm schrieb er in Psalm 103, Vers 3, der sagt, wenn du, Herr, auf der Ungerechtigkeit meinst, Herr, wer wird bestehen? Ach, wie man nach Tisch stehen, wie Menschen. Wenn Gott uns hastig wird verhören, wo hast du bestehen, wenn er die Rücken war, wenn er die Rechten war, wenn er mal alle Toten war über die Ruhen, wo hast du bestehen? Ich denke, wir sind uns einig, wir wollen alle Mann sein, nee, das ist allmählich. Der Wird, der Lebenswandel, der Gedanken, das, was ich hier getan habe, manchmal will ich das nicht in Haar tun. Meine Uhren, was ich alles gesehen habe in diesen letzten Jahren, wo das Internet so viel anbieten hat. Nee, Herr, wir wollen nicht bestehen. Und wenn wir uns dann dort einig sind, dann sind wir hier am rechten Platz, bei dem Wort Gottes. Und dann gibt es ein Wort Gottes ein Hinweis, ob der steht, wo wir alle Matten hingehen, und dort wir wurden können für Gott bestehen, und wir wurden können geraten worden. Und dort liegt das Wort Gottes uns, das ist das Kreuz von Golgatha. Da hat Gott seine Leute, der ist seinen Sehen an uns gewesen. Und über Jesus Christus gestorben, Leute, damit wir Gerechte wurden gerecht worden für Gott. Römer 1, Vers 17. Denn die Gerechtigkeit Gottes in wird offenbart, uit Glauben zum Glauben, als geschrieben steht, über die Gerechte wird uit Glauben leben. Das ist so wunderbar. In Jesus Christus muss wir sein, jo, dann wo wir bestehen. Und diesen Jesus, den brauchen wir. Das ist Jesus, der Lud von dir noch einmal an, komm zu mir, wenn du möchtest, auch deine Schuld. Wir reden erst von einer Schuld, von der Machtsucht, von der Jiedssucht. Geschweige denn von allen Ehebrecherien und Unmoral, was da alles sind ist. Das heißt, wenn dort erst auch am geringsten Maß an dein Leben, auch am größten. Ich will dir dort vergeben, komm zu mir. Und wenn wir richtig reagieren auf das, was Gott reden wird, und wenn die durch diese ganze Zeit zu uns kann reden, dann seien wir selig, wenn der überhaupt kann. Ich denke, so viele Menschen konnten wahrscheinlich gar nicht, die haben ihre Hortentöhe gemerkt. Die Lüren bloß, das Wort noch alles war besser worden, und sind Töpfe des Reden Gottes. Aber der redet so freundlich und sagt, kommt zu mir, merkt und treu, wenn ich komme oder wenn ich die aufhole, dort spielt schon eine Rolle. Hauptsache, wir sind treu, wenn Jesus kommt. Was liebe ich dir? Töpfe zum Schluss. Einmal, wir sind nicht besser als Israel dort wir. Israel wird für seine Sinn bestraft, wie viel mehr, wo wir im Neuen Testament bestraft worden, wenn wir das Kreuz nicht achten. Wie viel mehr? Wo Gott seine Leute so bewiesen hat, dort am Kreuz von Golgatha. Das darf ich nicht verachten. Glauben an diesen Jesus, dann wirst du in den Haus selig. Und das müssen wir im Glauben annehmen. Also Israel wie nicht besser als wir, und wir sind nicht besser als Israel. Das sind als Sünden wird bestraft. Und ans Utweich von der ist so viel besser als bei Israel wir. Nimm Jesus kommen, nimm Kreuz. Der zweite Liebe, auch der Mensch, der wahre steht Gott.
was von dir nachher immer. Findest du bei dir am Hort irgendwo einen geringsten Widerstand gegen Gott? Denkst du vielleicht, nee, aber dann muss vielleicht doch deine Selbstgerechtigkeit. Oder den Verloren auf dieser Welt. Oder irgendwo, das ist alles ein Widerstand gegen Gott. Wenn wir wollen, wirklich in Frieden mit Gott sind, dann müssen wir die Brücke nicht heute anbringen. Nicht Widerstand. Das dritte Liebe, und wir wollen ohne einen Vermittler für Gott nicht bestehen können. Dort wir uns teilt. Vers 22, Vers 14 sagt es, wird dien Hort feststehen. Er worden dienen hein und an einem Tag stolz sein. Ich denke, uns Hort wird zettern, unser Hein wird nicht stolz sein, weil wir nicht an Jesus sind. Wir brücken in den Mädler, der uns halb, in vierten, das letzte, das Jeft eine Gerechtigkeit, der uns durchbringen wird, und das ist Jesus Christus. Möchte der Herr halten, und diese Tiden, die wir leben dürfen, nicht wurden laarig an uns vorbeigehen, aber auch nicht ängstlich, auch nicht mit aller Hunden, wollte nicht, was wir alles hier hinten gesungen haben. Weil wir uns mitnehmen über diese Predigt, Gott redet freundlich und der will ein Ergebnis an mir in dein Leben sein. Er redet zu dir, wie antwortest du auf das, was Gott reden wird. Mocht der Herr uns halten, rechte Antworten zu geben, nur an den Abend zu kommen, dass alle Tiden, die wir leben, am ruhig zu sein, Abend zu begehen, wann immer dort so weit ist. Amen. Wenn wir noch zu beten, wann Post stufe dort. Vor den Himmel, wir danken für das Tag, wir danken, dass du zu uns geredet hast. Das ist der lotere Tiden ganz besonders. Wir danken, dass die nicht unter Kontrolle geruht ist. Du hältst alles an der Kontrolle. Und du wirst bloß zu uns reden und wir vernehmen können, du bist der Allmächtige und nicht wie Menschen. Herr, wir beten dir, dass du uns in dir ein tief gebeugtes Herz schenkst. Buße in Demut für dich. Alle Menschen auf dieser Erde, unsere Regierungen. Aber besonders, Herr, fangen wir uns jedem persönlich an. Und wir für die würden in Reue und Buße leben, heute sind die Wahrer kommen. Und dort, wo du redest und wo du redest, wenn wir auch manchmal nicht verstehen, was gerade angeht, aber was wir dort würden hören, du redest, was echt zu uns, und was du uns jedem persönlich sagen wirst, schenk uns darauf offene Ohren. Sehen uns wieder durch das Tag, in die Nummer möchte geheiligt und verherrlicht worden. In Jesus Christus. Amen. Nummer 264. Selig ist dem Herrn Vertrauen, sich verlassen auf sein Wort. Darauf kann man sich erbauen, denn er hält es immer fort. Jesus, Jesus, dir vertraue ich, Täuschung fand ich nie bei dir. Jesus, Jesus, teurer Jesus, dir vertrau ich, hilf du mir. Oh, wie süß es Jesus trauen, er macht rein mich durch sein Blut. In dem Glauben will ich tauchen, mich in seine Liebesflut. Jesus, Jesus, dir vertrau ich, Täuschung fand ich nie bei dir. Jesus, Jesus, teurer Jesus, dir vertrau ich, hilf du mir. Es ist gut, dem Herrn vertrauen, ihm so weihen Sinn und Herz. Von ihm nehmen Leben, Frieden und ihm folgen himmelwärts. Jesus, Jesus, dir
Teure Jesus, dir vertrau ich, hilf du mir. Ich bin froh, dass ich es lernte, ihm vertrauen in der Not. Nie verließ mich in Kummer und hält mich bis zum Tod. Jesus, Jesus, dir vertrau ich, Täuschung fand ich nie bei dir. Jesus, Jesus, teurer Jesus, dir vertrau ich, hilf du mir. Ja, Brüder, bitte will ich mich hier die Versammlung entluden. Ich will das tun mit 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Wir werden uns Hauptnacht neigen zu dem sehen. Aber heute, Gott vom Fried, heiligt und vollständig, Derch in den ganzen jästen Seele und Lief, wurden straflos bewahrt beim Ankommen von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Habt Friede untereinander und wir sind am Fried Gottes entluden.